Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Ich wollte ja eigentlich in der letzten Folge mich verstärken und am Schluss am Ende doch nur noch auf den Keks bekommen, weil ich mich richtig verbissen drin habe, einen Gegner zu besiegen, der einfach viel zu stark für uns ist. Aber das Mal habe ich das wirklich vor. Und zwar machen wir uns jetzt von da auf, wo wir unser kleines Mäskchen sehen, auf zu unserem Hirschkäferweg. Und von dort aus würde ich gerne eigentlich in die Stadt der Tränen runter. Nein, das stimmt nicht. Genau, jetzt muss ich zuerst zum Hirschkäferweg. Gut, eigentlich könnte man dann auch direkt auf Mistmond, weil ich müsste zuerst auf Mistmond und von Mistmond dann in die Stadt der Tränen, zum ein kleines Secret öffnen. Und ich würde sagen, sonst machen wir uns doch einfach mal auf den Weg. Ich kann mich auch eigentlich versuchen, den Weg nochmal aufzukämpfen, Richtung Mistmond. Vielleicht können wir dort auf dem Weg ja noch ein paar Taler mitnehmen, was noch ziemlich praktisch wäre. So, zum nochmal ein neues Secret freischalten. Aber was genau, das sage ich euch natürlich nicht. Ich habe mich ein bisschen erkunden, weil Hollow Knight ist halt wirklich so sehr, ich sage mal, darauf aufgebaut, dass man sich die ganze Zeit den Weg muss frei suchen muss, dass ich mich halt ein bisschen erkundet habe. Alter, nicht die schon wieder! Dass ich mich ein bisschen erkundet habe, wie das eigentlich weitergeht oder was mir könnte helfen und nützlich sein, um den weiteren Weg zu beschreiten. Da regnet jetzt alles Schleim verdecken. Ich habe keine Ahnung, woher das genau kommt, weil die da ja so weit oben fliegen, dass es mega schwierig ist zu erkennen. So, die kommen von dort, die kommen von dort. So, dann haben wir das komische Ding wieder. Nice, okay, das hat gut funktioniert. Das ist aber plus minus recht knapp gewesen. Plus minus wirklich knapp gewesen. Aber wir sind schon fast da wieder in Mistmond. Und zwar müsste ich da nämlich noch etwas organisieren. Und zwar müssten wir für das ins Lädchen, also das erste, was ich sicher mal mache, ist mich ausruhen. Schnell ein kurzes Verschnaufspäuschen, durchschnaufen, meine Maske anfüllen und ab in den Job. Und zwar haben wir genug Talerführung, um etwas zu kaufen, und zwar den eleganten Schlüssel. Der elegante Schlüssel wird uns helfen, eine Tür öffnen in der Stadt der Tränen, wo uns ziemlich gut helfen. Was ich auch gerade, jetzt bin ich schnell raus, jetzt bin ich einfach schnell raus. Was ich aber noch mega gerne kaufen würde, wäre eigentlich das Ding da, Geoschwarm. Ertappt du dich dabei, dass du viel Geo liegen lässt, wenn du durch die Höhlen eilst. Dieser Talisman sorgt dafür, dass ganz lose Kleinod seinen Weg zu dir zurückfindet. Da würden eigentlich irgendwelche andere kleine Flüge für uns unsere Geo einsammeln, die uns die ganze Zeit flöten gehen, also würden irgendwo runterfallen und so weiter. Aber wir haben momentan wirklich zu wenig Geld dafür, darum würde ich sagen, machen wir uns doch direkt auf den Weg in die Stadt der Tränen. Da bist du ja schon. Nice, also jetzt müsste ich zu der Station der Königin, genau. Station der Königin, los geht's! So, und hoppla Schorsch, wir sollten jetzt gerade schon da sein, jawohl. So, sind wir am richtigen Ort? Nein, ich bin am falschen Ort. Ich bin am falschen Ort, ich muss da rüber. Was für eine Station? Stadt der Tränen? Hä? Sind das denn die Lagerräume? Schade, dass es jetzt nicht Stadt der Tränen. Ich glaube, das ist jetzt schon zum zweiten Mal, wo ich mich in dem Let's Play verwirre, wo genau dass ich hin muss. Aber über das können wir ja noch über Weg schauen. Über das können wir jetzt wirklich noch drüber weg schauen. Jawohl, jetzt sind wir richtig. Das heisst, ich speichere ganz kurz schnell auf dem Bänkchen ab. Und dann machen wir uns gemütlich auf dem Weg. Jetzt hoffe ich, dass da die Viecher nicht auch noch so total infiziert sind wie an anderen Orten, dass die immer noch gleich stark geblieben sind. Weil sonst habe ich langsam wirklich ein Problem. So, komm, den ignorieren wir. Wir müssen sowieso komplett abwehren. Dann können wir uns das Ganze nämlich schon mal anschauen. Ich zeige auch genau, wo wir durch müssen. Also es ist schwierig, um halt jedes Mal erklären, wo genau. Mit der Pfeile geht es noch einigermaßen gut. Nein, wieso gehst du aus dem Weg? Nein, wieso ist er aus dem Weg gegangen? Ich hätte so eins auf den Deckel gehauen. Komm, dann ignorieren wir die auch noch. Eigentlich kann ich den Weg schön gemütlich noch ein paar Taler, also ein paar Geo für uns einsammeln. Aber wenn das nicht machbar ist, ist es nicht machbar. So, dann einmal zurück in den Bereich hier. Können wir nämlich hier nochmal ganz kurz abspeichern. Und jetzt zeige ich mal kurz, wo wir uns befinden. Und zwar da. Genau. Jetzt müssten wir eigentlich den Weg hier übergehen, weil wir haben ja da mal... jetzt muss ich da schnell abwärts den Lift holen. Wir haben ja da oben mal eine verschlossene Tür gefunden, wo wir den eleganten Schlüssel bräuchten, zum Durchgelangen. Das habe ich bis jetzt nicht einmal erledigt gehabt. Und darum habe ich gedacht, das wäre ja mal etwas zu machen. Und zwar betrachten. Eine verzierte Tür aus funkelndem Metall, eleganten Schlüssel benutzen. Jawohl! Liebend gern sogar. So, dann machen wir uns da durch.
Und da wird uns etwas... Den Frosch wieder erwarten, den kennen wir ja schon. Dann haben wir ja schon mal eins auf den Keks. Oh ja, stimmt. Ich muss mich schnell wieder daran gewöhnen, was für Fähigkeiten er genau einsetzt. Oh, jetzt kommen wir aber auch noch so frisch ins Spiel. Okay, alles klar. Muss ich aber schon schauen, dass wir die frischen gegen den Keks gehen, weil das sind für mich fast das Schwierigste an dem ganzen Dings da jetzt gerade. Aber die Fähigkeiten kenne ich also plus minus noch. So, Opa, ohoi! Ist das knapp gewesen. Ah nein! Den habe ich nicht gesehen. Mann. Ein bisschen aufpassen. Komm jetzt! Was hat mich denn jetzt da getroffen? Nein! Was? Wie kann ich gegen den Löli verlieren? Oh Mann, komm, das ist die Aufwärmphase gewesen. Wir sind ja nicht so weit davon entfernt, aber den müssen wir besiegen. Und zwar schalten wir dann noch etwas Cooles frei, aber ich persönlich würde sagen, wir versuchen jetzt mal noch ganz kurz schon etwas anderes mitzunehmen. Und zwar nehmen wir jetzt wirklich den Schamanenstein raus, nehmen unser Larvenlied mit und unseren Zauberspiegel, damit wir mehr Schaden machen mit unseren Schüssen. Die Kröte braucht aber auch, also wirklich ganz ehrlich gesagt, ich habe nicht gewusst, was für ein Boss auf uns wartet. Ich habe nur gewusst, ich soll mal den Weg da durchgehen, anschauen. Das ist mir so mitgeteilt worden. Von jemand Außerstehendem. Aber dass jetzt genau der Gegner wieder auf uns wartet, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und besonders, dass die Kröten mir die ganze Zeit gegen den Strich gehen. Ach, so, dann muss ich schon schauen, dass ich da meine Seelen einsammle. Ja, den Schaden nehme ich gerne auf mich. So, ruhig bleiben. Hä, wie weit bekommst du jetzt? So, gut. Ah, da kommt jetzt schon die zweite Kröte. Nein, jetzt wollte ich drüber kumpen. Wieso hat es nicht funktioniert? Nein, jetzt kommt die Kröte im Weg. Ich werde gerade völlig verarscht wieder. Sie wollen nicht, dass ich gewinne. Ah! Ich fühle mich verarscht. Ich wollte die Folge noch ein paar Sachen einsammeln und jetzt komme ich schon wieder auf den Keks über. So. Von der Kombo her ist sie eigentlich ziemlich gut, was wir da mitnehmen. Aber, ganz ehrlich, ich bin ein Noob, ich brauche einfach mehr Leben. Ganz ehrlich, ich bin einfach ein Noob, der mehr Leben braucht. Und ich würde jetzt sagen, letzter Versuch. Wir hauen jetzt dem schon eins auf den Keks. Das sollte jetzt das mal gut funktionieren. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich mich... Die Kröten sind wirklich nervig. Ganz ehrlich, das ganze Nervigste an der ganzen Sache sind wirklich die Kröten. Er selber wäre eigentlich gar kein Hindernis für uns. Aber selbst, dass wir jetzt halt wirklich noch 2 Schläge brauchen, um die Kröten zu besiegen, ist einfach mühsam. So. Gut, das ist aber gut zu wissen, dass er die Kröten... Ah! Genau, jetzt komme ich da nämlich schon wieder von diesen Kröten. Wieso kommt jetzt die genau da? Ach, Mann! So, komm jetzt, letzter Versuch. So, jetzt sind da 2 Kröten am Start. Das mühsamste an dieser Geschichte. So. Wieso? Jetzt taucht da wieder so eine Kröte auf, genau immer in meiner Schnur rein. Nein, jetzt habe ich... Oh, ich habe gemeint, ich habe genug Dings zum Schiessen. Komm jetzt! Stirb einfach! Ah, jetzt kommt da wieder eine Kröte. Nein! Der war wieder dumm gewesen. Komm bitte gerade nicht... Tauchen die ganzen Kröten in meiner Fresse auf! Nein! Oh! Ach, es wird wieder mal schwieriger, als ich gedacht habe. Es ist so gemein, wie viel vertreibt denn der Hobbit? Jede Folge kümmere ich mich um irgendeinen Boss, wo ich einfach nicht weiterkomme. Ich komme langsam schüb über, ich komme so schüb über. Bin ich so scheiße im Spielen, es sieht einfach ganz danach aus. Ach, ich glaube, sonst muss ich mich danach zuerst noch auf einen anderen Weg machen, und zwar schauen, dass wir unseren Nagel verbessern können. Für das sind wir nämlich auch schon am richtigen Ort.
Vielleicht bringt es mehr, wenn ich nicht so viel rumhüpfe da. Nein, wieso? Ach, die tauchen immer genau in meiner Schnur auf. Ich glaube wirklich, ich muss meinen Nagel verbessern. Dass wir diesen Kröten auch noch einen One-Hit geben können, weil das ist ja wirklich mühsam. Jedes Mal, wenn ich raufhüpfe, taucht wieder so eine Kröte auf. So, ich kann mich eben gar nicht darauf konzentrieren, was für Attacken er da macht, weil sonst kommen mir die ganze Zeit die... Schon wieder! Jedes Mal kommen die mir im Weg! So. Komm, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Wieso? What the fuck? Wie weit ist jetzt die Kugel gekommen? Okay, okay. Okay, okay. Moment. So, das war ein schöner Schuss gewesen. Nein, die Kröte schon wieder! So, also in dem Fall würde ich sagen, wir wissen schon mal, wo es weitergeht, aber ich muss ja sowieso in der Stadt der Trainer gerade das nächste erledigen. Und zwar muss ich zu dem Händler, den man da unten findet, dann würde ich sagen, ich kümmere mich sonst zuerst mal um den Händler. Ganz leicht, dann müssen wir uns wirklich zuerst um den Händler kümmern. Etwas anderes bleibt uns gerade momentan nicht übrig. Ja nein, meine Seele ist da oben. Meine Seele ist schon da oben. Ich habe gar keine andere Wahl, ich muss. Meine Seele ist jetzt da oben schön gefangen. Ich habe gar keine andere Wahl mehr. Was nehmen wir, was nehmen wir? Ich habe gar keine Chance. Ich habe keine Chance, weil die Kröten mir gegen den Keks gehen. Ich bin schon wieder an dem Punkt, wo ich einfach sage, wieso habe ich mich für das entschieden? Wieso? Mann, 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 Mann. Soll ich einfach ohne meine Seele das machen? Ich bin mir überlegen, ob ich jetzt das alles ohne meine Seele machen soll. Klar ist es ein bisschen risikofreudig, aber im Großen und Ganzen bleibt mir ja fast nichts anderes übrig. Soll ich mir nochmal einen Versuch gönnen oder soll ich das jetzt machen? Weil wir müssten, um das kurz zu erklären, ich müsste jetzt eigentlich Geld holen. Dann sind wir ja mal an so einem Brunnen vorbeigegangen. Und zwar, jetzt muss, wo war denn der Brunnen gewesen? Ich glaube irgendwo gerade da unten. Wo ich dann rumgemotzt habe, nein, ich brauche mein Geld selber. Und durch das hätte man ein bisschen Geld im Brunnen reinrühren, damit ich meine neue Fähigkeit freischalte. Und das nächste wäre wirklich da oben bei der Kristallspitze, wo wir da hindern müssen. Was noch, also die zwei Sachen kann ich jetzt eigentlich in dieser Folge erledigen, sicher. Also die 3, wenn es von der Zeit her gut gelangt hat. Aber, wie es aussieht, stecke ich da wieder bei einem Bosskampf fest. Also 3 Folgen hintereinander, nur bei Boss feststecken. Ach, es ist mühsam. Es ist so mühsam. Es ist so mühsam. Das Einzige, was mir halt wirklich noch übrig bleibt, ist, dass meine Seele ganz oben im Mistmund wieder befreien. Aber das würde natürlich wieder Zeit kosten, hoch 10. Ich weiß gar nicht, wir haben ja das noch nicht. Kristallerz, Theromein Stahlkristallgefertigte Energiekristall, das sind meine Flügel. Wir haben eben wirklich das Material noch nicht. So, ich würde sagen, auf ein neues. Ich versuche mich jetzt das mal wirklich gut zu konzentrieren. So, nein, eben die Kröten. Die Kröten sind so mühsam. Da muss ich jetzt... Nein, keine Chance. Keine Chance. Die Runde ist schon gelaufen. Come on. Hey, jetzt bin ich doch drüber gekumpelt. Okay, okay. Wie viel der aber auch vertreibt, das ist ja... Ah, jetzt taucht da genau nochmal eine Kröte auf. Ja, komm, hey. So ein Mann. Und meine Seele kann ich nicht zurückholen. Es ist wieder mühsam. Weißt du was? Ich muss es wirklich so probieren, weil ich bin momentan mehr mit meiner Schüsse am Schaden machen.
Donnernden Qual habe ich jetzt noch gut gefunden, weil das macht Schaden, wenn ich Schaden bekomme. Heilen kann ich mich nicht plus minus. So, und ab in den nächsten... Nochmal rein. Nochmal rein. Mir bleibt keine andere Wahl. Meine Seele ist da oben mit über 500 Taler und die kann ich mir nicht entgehen lassen. Ich tue mich jede Folge darauf vorbereiten. Denke mir so, komm, du kannst ja das machen, du kannst das machen und das. Und ich komme nicht vorwärts. Ich komme seit 3 Folgen einfach nicht vorwärts, außer dass ich nur auf den Keks bekomme. Es ist mühsam. Mühsam. So, lang. Jetzt versuche ich einmal sonst ein bisschen weniger reden. Boah, der ist schön gewesen, der Treffer von ihm. Da bin ich stecken geblieben am Ecken. Seitenwechsel. Seitenwechsel. Ah! Jetzt habe ich mich zu fest auf die Kröte konzentriert. Mann. Ja, schiess noch mehr, komm. Ja, ich kann nicht genug schnell gumpen. Ja, jetzt hat er gerade wieder einen Schuss abgegeben. Ja moin, das sieht gar nicht mehr gut aus. Und jetzt schiesst er nämlich die ganze Zeit anstatt die normalen Fähigkeiten machen, die er sonst macht. Nein! Dass er jetzt so weit gumpen kann. Wieso? Wieso? So, probiere ich es aber ganz auf eine andere Art nochmal. Und zwar nehme ich jetzt... Wie soll ich es machen? Wie soll ich es machen? Ich versuche jetzt voll auf Magie zu gehen. Und zwar 2-mal Magie, Schaden mehr. Aber ich... Ja, dann lieber aber ganz ehrlich gesagt noch das Larvenlied. He? So, wir probieren das jetzt. Wir schaffen das jetzt. Ich gebe nicht auf. Wir müssen es schaffen. Wir müssen es schaffen. Wieder mal. Ich wollte doch einfach weitermachen. Aber wie schon mal ein paar Mal erwähnt, das Spiel ist eines der schwierigsten, die ich je in meinem Leben gespielt habe. Und zwar macht man einmal einen Fehler, dann hockt man eben stundenlang an einem Ort fest. Ich würde sagen, let's go. Nein, wieso ist er jetzt... Ah, ich muss mich... Multitasking bin ich jetzt gerade momentan nicht dran. Ah, wo ist... Ich habe gar nicht mehr gesehen, wo er ist. Ich habe gemeint, er ist irgendwo anders. Ich habe mich jetzt wieder auf die 3 Kröten fokussiert. Ei. Ich habe mir das wirklich leichter vorgestellt. Der Tipp von meinem Kollegen war einfach nicht so ganz koscher gewesen. Nein, komm. Die Schnauze voll, ich höre auf. Schießt mich an. Schießt mich an. Schon wieder 20 Minuten einfach vergeudet an einem Bosskampf. Das mit dem Schuss so bringt plus minus ja schon einiges mehr. Das Problem ist eher... Ich nehme sie so mit, genau. Okay, nochmal auf ein neues. Yeah. So. So, durchschnaufen, konzentrieren. Er hat mehrere Fähigkeiten. Ich konzentriere mich zu fest darauf, was die Kröten machen. Ich würde sagen, das mal wirklich mehr darauf konzentrieren, was er macht, weil er verschwindet plötzlich immer aus meinem Auge, weil ich dann kurz auf die... Ah, was? Ah, was? Ah, was? Das ist natürlich ziemlich nice. Wir haben unsere Seele zurück. Oh, ich hätte eh noch 160 Dollar noch gehabt. Ich hätte ja eh noch nur 160 Dollar. Also nur. Wir können das gut gebrauchen eigentlich. Ja. Wisst ihr was? Ich mache in dem Fall... Sollen wir es einmal versuchen? Nein, komm. Ich habe es geschafft, jetzt wenigstens überleben. Ich würde sagen, in der nächsten Folge versuche ich wirklich mal meinen Nagel zu verbessern. Und dann versuchen wir gerade nochmal den Gegner. Weil der Gegner wäre wirklich einer der wichtigsten, die wir erledigen müssen. Aber ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht, mir wieder mal beim Fehlen zuzuschauen, wie jedes Mal.
Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heisst, eine Runde Hollow Knight mit eurem Schweizer. Danke und ciao.